Hast du gehört? Da der neue Bundesrat heisst Gassis. Gassis, du, wie ein Likör. Oder wie ein Konfi. Oder wie ein Sirup. Hast du immer gesagt, weißt du, Bundesräte kann man alle rauchen. Jetzt kann man sie halt auch noch fressen und saufen. Ich stell mir vor, die anderen dort alle. Ja, dort halt Bundesräte, die mit den Haaren. Dann gibt's noch den mit der Glatze. Und dann, wer geht's noch? Ja, über der Gassis. Nach dem Didi kommt der Iggy. Oder auch Siamo Bundesrato. Benvenuto, signor consigliere federale Ignazio Cassis. Und an dieser Stelle mache ich dann einen wahnsinnig lustigen Gag, weil er Cassis heisst. Zum Beispiel, Cassis, also ich hätte lieber Pfeffermünz gehabt. Nicht, okay. Endlich haben wir einen Experten, der für uns die heiße Kastanie aus dem Feuer holen kann. Und endlich wird dank dem guten Launenminister Ignazio Cassis aus Tessin in Bern wieder vertreten. Ab jetzt gibt es jeden Freitag Gazzosa, Risotto und Bella Musica in der Bundeshauskantine. Und da sage ich dann, zum Dessert gibt es eine feine Schoki-Cassis-Torte. Was auch nicht. Aber egal, der Cassis ist der erste einbürgerte Bundesrat. Das ist eine Riesenleistung, finde ich. In Amerika wäre er nie Bundesrat geworden. Viele Menschen haben jetzt so Freude, dass er Cassis heisst, da wird der Vorname komplett vergessen. Dabei ist auf Berndeutsch Ignazi gar kein Vorname, sondern ein düsteres Bekenntnis. Aber so froh auch alle sind, nach der Wahl ist vor der Sofakritik. Der Ignazio Cassis ist nicht nur der 117. Bundesrat, sondern auch der mit dem hässlichsten Sofa. Und da sage ich dann, da muss ein neues Sofa an. Oder zumindest eine neue Farbe. Zum Beispiel Cassis. Oh, den halt auch nicht!